So, servus und habitäre da draußen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Heute zu einer ganz speziellen Folge, aber bevor wir mir euch sagen, was so speziell ist, was ihr wahrscheinlich auch schon in der Folgenbeschreibung gelesen habt, zuerst einmal ein Kani, habitäre, alter Schwede, auch mit dabei am Start. Immer, wenn du da bist, Mike, dann komme ich immer sehr gern dazu. Nicht so wie mit dem Corby. Ja, natürlich haben wir Damenbesuchern bist natürlich du auch am Start und so haben wir einen ganz besonderen Besuch und zwar die liebe Ari vom Schreckszene Podcast. Servus und habitäre Ari, wie geht's dir? Hi, ja sehr gut, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Klare Sache, würde ich sagen, oder? Ja, sehr schön, dass das endlich geklappt hat und dass du bei uns auch mal mit dabei bist. Das freut uns natürlich sehr. Ich hoffe, dass du mit unserem Hammelbayerisch zurechtkommst, aber da ja bei euch auch schon mit zu Gast war, das hat ja auch ziemlich gut funktioniert, glaube ich, du bist da schmerzfrei, oder? Ja, deswegen bin ich auch hier und nicht Lena, weil die hat mit Dialekten kommt die gar nicht zurecht und ich muss der teilweise dann Sachen übersetzen, weil sie es einfach nicht versteht. Ich gebe mein Bestes heute. Es könnte durchaus sein, dass ich vielleicht das ein oder andere Wort mal nicht verstehe. Seht's mir bitte nach, dass ich dann vielleicht mal nachfrage. Aber ich glaube, das meiste verstehe ich ganz gut, ja. Ja, wir übersetzen wir gern, wenn es wirklich irgendwelche Sprachbarrieren gibt, würde ich sagen. Also wir sind dafür bekannt, dass wir Kulturen vereinen. Auf jeden Fall. Schön. Das ist ja der Wahnsinn, Mike. Also es ist halt die erste Gastfolge mit einer Dame, allein. Wir haben es endlich geschafft. Wahnsinn. Nach 4 Jahren haben wir endlich, wir haben zwar schon mal Damen dabei gehabt, aber es war eine Gruppe, das war bei Marcel Walz an Damen, aber jetzt die erste Folge, in der wir nur eine Dame dabei haben. Drum ist ja der Corby nicht dabei, weil der Corby ist unser großer Sexist. Und das wollte man dann nicht, ja genau, das wollte man dann nicht antun und am Corby seinem Laptop auch nicht, dass der vor Wut mal auf den Bildschirm haut. Darum haben wir den jetzt einfach weggelassen für heute. Ich fühle mich geehrt. Falls es da draußen irgendjemanden geben sollte, der dich nicht kennt oder den Schreckszene-Podcast, stell dir einfach mal vor. Dich und das Projekt natürlich. Wie gesagt, ich bin die Ari und mache jetzt zusammen mit meiner lieben Freundin und ursprünglich eigentlich Kollegin, so haben wir uns kennengelernt durch die Arbeit und waren sehr schnell verbunden über das Thema Horror und haben gedacht, ey komm, lass doch irgendwie einen Podcast machen. Und das machen wir jetzt tatsächlich auch schon seit fast 3 Jahren. Ich glaube, so unsere Lieblingsbeschäftigung daran ist tatsächlich das Recherchieren. Also wir versuchen immer möglichst viel Hintergrundwissen uns zu erarbeiten zu den jeweiligen Filmen. Das dauert immer ein bisschen, deswegen gibt's bei uns auch nur alle 2 Wochen eine Folge, weil das ansonsten den Rahmen sprengen würde und wir auch noch normale Jobs haben. Aber es macht super, super viel Spaß und ich möchte es nicht mehr wissen und ich freue mich über jeden, der dazukommt und auch über jeden Kontakt, den wir dadurch knüpfen, weil letztendlich ist ja auch Mike so auf uns gekommen und du warst auch der Erste, der damals eine Story geteilt hat, sozusagen von uns oder Werbung für uns gemacht hat und das hat uns so dermaßen gefreut. Das war noch so ganz am Anfang, Mike, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Und so sind wir ja irgendwie auch zusammengekommen. Also und das, ich weiß nicht, irgendwie gibt es gerade im Podcast-Bereich, habe ich das Gefühl, so eine richtige kleine süße Community. Also keiner spricht dem anderen da irgendwie was ab, sondern man macht das irgendwie so zusammen und man supportet sich so gegenseitig und das finde ich super, super cool. Auf jeden Fall, das stimmt. Wir lästern nur hintenrum immer. Also offiziell. Ja. Ja. Hinter die Kulissen gibt's die richtigen Catfights. 3 Jahre gibt's euch auch schon, das hätte ich auch gar nicht, das habe ich mir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hörst du Schreckszene, Conny? Ich höre doch gar keine Podcasts. Okay, na gut, er findet nämlich Podcasts scheiße. Ja, ich bin der einzige Podcaster, der keine Podcasts mag. Ja, du. Ich frage mich immer, warum soll sich niemand unseren Scheiß so hören? Verstehe ich nicht, aber anscheinend machen es Leute. Also. Aber dann die ganze Zeit verlangen, dass leider Geld zahlen. Ja, klar sollen sie Geld zahlen, die Pissbacken. Ich sitze mir da jetzt mal eine Stunde her und labert. Also sollen sie natürlich Kohle zahlen. Aber also nichts gegen Schreckszene-Podcast. Ich denke mal, wenn ich wirklich Podcast hören würde, dann wäre Schreckszene in die Top 3 meiner gehörten Podcasts dabei. Es ist ja auch zeitintensiv. Also ich komme meistens auch wirklich nur dazu, wenn ich mit dem Hund draußen bin. Und da habe ich halt die Zeit. Und dann, aber ansonsten, glaube ich, würde ich es im Alltag auch schwer finden, das nebenbei so laufen zu lassen. Ja, ich höre lieber Musik, wenn ich die Zeit dazu habe. Ja, das ist auch vollkommen okay.
Dafür hört ja Mike immer ganz fleißig. Der ist ja sowieso, als wäre er arbeitslos und kann nichts anderes, macht nichts anderes als einen Podcast hören. Das ist echt irre. Das Problem ist, dass ich so viel mit dem Auto unterwegs bin und ich einfach das Radio hören total über hab und auf das bin ich dann auch aufs Podcast hören gekommen und das unterhält mich halt mehr, dass ich Leute so höre, die sich über Filme unterhalten, als wir irgendeine Popmusik 0815 oder übers Weltgeschehen. Was interessiert mich das Weltgeschehen, wenn ich was über Horrorfilme erfahren kann oder hören kann, oder? Ja, das stimmt. Ja, man muss auch Prioritäten setzen, ne? Also. Ja, eben, auf jeden Fall. Fick die Welt. Ari, du hast da einen Film ausgesucht. Um was geht's denn heute bei uns? Ja, du hast mir ja mehrere Filme vorgeschlagen und ich habe mir da Hostel rausgepickt. Ein schöner 2000er Klassiker, die besprechen wir in unserem Podcast eigentlich auch immer mit am liebsten. Ist einfach halt auch genau meine Zeit. Ich weiß, dass ihr ja gerne auch viel eher so noch ein paar ältere Sachen besprecht. Da sind wir meistens nicht so, weil wir dann doch noch einen kleinen Ticken jünger sind. Vor allem Lena, die ist dann auch noch mal 7 Jahre jünger als ich. Deswegen habe ich es da manchmal auch schwer, ihr Sachen nahezubringen. Ich bin nur ein 88er, also ich bin auch ein bisschen jünger. Genau, nee, und deswegen habe ich mir den rausgepickt. Ich habe auch schon gehört, dass der hier in der Runde sehr beliebt ist bei euch. Und ja, für mich gehört er auch zu den absoluten 2000er Klassikern. Und deswegen habe ich mir den ausgesucht. Gute Wahl. Mir hat's gefreut, dass wir endlich was über Hostel machen können. Dann darfst uns du auch gleich mal erklären, um was geht's denn dann in diesem illustren Werk vom Eli Roth? Es geht im Prinzip um 3 Kumpel, die durch Europa so ein bisschen eine Backpacking-Tour machen und dann so einen geheimen Tipp kriegen, ey, in der Slowakei, da gibt's richtig heiße Chicks, die machen jeden Scheiß mit euch quasi mit und die sind für alles zu haben und das lassen die sich natürlich nicht zweimal sagen und geraten dann aber leider in so eine Untergrundorganisation, bei denen reiche Leute Kohle dafür bezahlen, dass sie Menschen foltern dürfen. Ungünstig. Das passiert da, wenn du irgendwo in Bratislava unterwegs bist. Die Slowakei nicht so schlecht, die waren nämlich nach Hostel schon stinksauer, dass deren Ruf da ein bisschen diffamiert worden ist. Ja. Hostel war für Bratislava das, was der weiße Hai für ein Hai ist, oder? Ja, oder was Borat für Kasachstan war. Okay. Der hat ja damals, glaube ich, sogar, da hieß es doch, dass er Einreiseverbot auf Kasachstan kriegt hat, eine Zeit lang nach Borat. Das ist ein gefährliches Halbwissen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wir sind ja bei Hostel, nicht bei Borat. Ari, wann hast denn du den Film zum ersten Mal gesehen? Warst du damals im Kino oder hast du später mal dann zu Hause nachgeholt oder so? Im Kino war ich nicht, aber ich glaube, ich habe den relativ zeitnah dann danach bestimmt wieder illegal von irgendeinem Kumpel, der den dann auf externer Festplatte hat oder so. Vielleicht aber auch noch ausgeliehen in der Videothek damals. Könnte ich mir auch vorstellen. Ist sicher verjährt, egal wo es ist sicher verjährt. Ja, dass das so die Zeit war. Da haben wir keine Probleme mehr. Bei mir war es auch so, ich war nicht im Kino, sondern ich habe eine DVD, also irgendjemand hat ihn aus dem Internet gezogen und ich habe die DVD dann gehabt. Leider habe ich nicht im Kino gesehen, ich habe nur das Poster im Kino gesehen und gedacht, das muss der geilste Film aller Zeiten sein. War es dann auch für mich, weil die DVD, glaube ich, ist in der ersten Woche 10 Mal gelaufen. Hui. Ja, ich habe gesagt schon im Vorfeld, einer von einem Khan ist seine Lieblingsfilme auf jeden Fall. Soweit. Oh ja. Der kommt öfter so mit zur Sprache. Also ich bin sogar so alt, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich war zu der Zeit auch schon volljährig und drüber hinaus. Wie das zum ersten Mal dann aufgekommen ist, okay, dieser Eli Roth, der vorher ja diesen Cabin Fever gemacht hat, der zu der Zeit bei uns der große Shit war, den hat jeder geil gefunden. Wer wissen möchte, was wir jetzt über den Film denken, der soll sich vielleicht unsere Cabin Fever Folge mal anhören, weil sie Geschmäcker im Laufe der Jahre, Jahrzehnte ganz schön verändern können. Auf jeden Fall ist man dann eben auf Hostel gekommen, hey, Eli Roth und so, kann cool werden und dann dieses Thema Allure, dieses Pay-to-Kill-System da und so und da hat es ja schon mal geheißen, ja, das ist echt und hin und her. Dann hat man das natürlich anschauen müssen. Und dann hat man natürlich anhand von Bildern und Trailern und Handlungsbeschreibungen ein Bild im Kopf gehabt von einem Film mit einem Haufen Gore. Der lässt aber ganz schön lange auf sich warten, oder? Ja, knappe... Also eigentlich so ist er so aufteilt, oder? Würde ich sagen, so halb-halb. Zuerst ist es so extreme Bumserei, um es im Jargon von Schreckszene-Podcast zu sagen. Und dann ist es extreme Gewaltorgien. Also erst so Bumsorgien, Gewaltorgien, 50-50. Ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den jetzt gerade extra für euch nochmal aufgefrischt, wie viele Möpse man eigentlich in diesem Film sieht, direkt zu Beginn.
Ja. Das stimmt. Also schöne Möpse, muss man auch sagen. Also sehr attraktive Frauen. Absolut. Das kann ich als heterosexuelle Frau auch durchaus zugeben, dass da sehr schöne Frauen mit am Start sind. Aber ich hatte es auch nicht mehr auf dem Schirm. Meine Güte, wie viel da am Anfang irgendwie an Nacktheit und Bumserei zu sehen ist, bis es mal so richtig losgeht mit der Folterei. Ja, das überrascht mich auch immer wieder. Aber positiv. Natürlich. Ich muss ja sagen, ich habe mich früher voll mit den Typen auch ein bisschen so, oder man hat sich mehr mit den Typen identifizieren können. Der Corby heute noch. Heute noch, ich jetzt nicht so. Ich auch nicht mehr, nein, also ich sehe Frauen nicht so als Objekte, sondern... Ja, jetzt red doch keinen Krampf nicht. Du doch nicht. Das ist so. Das ist so. Nein, aber dass ich mittlerweile dann wirklich sage, ich habe mit den Figuren teilweise ein bisschen ein Problem mit den drei. Also so, das auch, was schmerzen oder was so vorhaben und das, man schaut ihnen ja doch ganz schön lang zu bei den Sachen, die sie da so machen, und das ist oftmals schon ein wenig, ja, ich hab den Film besser abgespeichert gehabt, wie er mir jetzt im Endeffekt gefallen hat, weil das wirklich lang dauert, bis er in Schwung kommt und die Leute eigentlich total unsympathisch sind und mir die erste Dreiviertelstunde schon ein bisschen was abverlangt hat. Ich weiß nicht, wie geht's denn da euch mittlerweile? Ja, also, weiß nicht, sind halt so 2000er Typen, die halt unbedingt die nächste ins Bett kriegen wollen. Also irgendwie, keine Ahnung, ich sehe es gar nicht so streng, weil letztendlich muss man ja auch sagen, dass die Mädels da dann in der Slowakei, die schmeißen sich ja auch hardcore an die ran. Also warum sollst du da als Mann dann auch Nein sagen? Aber gut, die haben ja auch ein Ziel, was wir ja irgendwann im Verlaufe des Films ja auch mitkriegen, worauf die letztendlich hinaus wollen. Und ich kann es immer nur wieder sagen, das ist halt unsere größte Stärke als Frau, dass wir eure größte Schwäche sind. Es ist so. Das ist gut. Ja. Stimmt. Ja. Und die kriegen halt dann am Ende ihre Quittung, ne? Das ist dann halt so. Das stimmt. Ein bisschen over the top die Quittung, aber okay. Das stimmt, ja, natürlich. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich bin auch so wie Ari, mir machen die Figuren eigentlich nichts. Ich finde die sogar für Eli Roth-Verhältnisse nicht so beschissen, wie sie sonst oft sind, sondern die sind eher ein bisschen so nachvollziehbar in ihrer Art. Sie sind junge Studenten, die machen einen Trip durch Europa, die wollen bumsen, die wollen Drogen nehmen, die wollen saufen. Und er sagt, ja, auch wenn ich mich jetzt vielleicht noch eher, aber du nicht mehr so damit identifizieren kann. Aber ich finde die halt nicht so wie zum Beispiel bei Green Inferno und den Cabin Fever, da waren die Figuren so, ich weiß nicht, das ist einfach nicht seine Stärke, der Eli Roth, finde die Figuren zum Schreiben, aber bei Hostel, da ist Hostel und Thanksgiving sind so seine zwei Ausnahmen in meinen Augen, und drum finde ich jetzt die erste Dreiviertelstunde auch nicht so schlimm. Ich finde nämlich auch diesen Isländer, einen Olli, glaube ich, hieß er, den finde ich ganz witzig, er ist ein geiler Depp einfach. Der einzige, der mir ein wenig auf dem Sack geht, ist da der Josh, oder? Der Blonde, der da gleich einen halben Schlaganfall kriegt, weil ihm der andere auf dem Oberschenkel gelangt. Das ist der Josh, ja. Ja, genau. Der ist der Einzige, der mir ein bisschen, er tut mir zwar später mal unbandig leid, aber am Anfang nervt er mir ein wenig, muss ich sagen. Ansonsten bin ich jetzt auch nicht so genervt von den Figuren. Mir kommt es am Anfang, weil so vorher, wenn der Josh, oder er wird ja so aufgebaut, wie wenn er eigentlich die Hauptfigur war. Weil er ist eher nur einer der wegen so scheint, ein Gewissen zum haben oder anders zum Ticken wie die anderen. Also mir spoilert man jetzt den Film, oder? Das ist, müsste jetzt klar sein, oder? Der Film ist 20 Jahre alt. Spoilerwarnung raus hier. Spoilern. Ab jetzt wird hier gespoilert ohne Ende. Der stirbt. Genau, er geht dann quasi ab der Hälfte vom Film drauf. Und man sagt, okay, jetzt ist die Hauptfigur hier, das ist fast schon so ein Psycho-Move. Das fand ich auf alle Fälle cool. Ich habe mir jetzt wieder, wie gesagt, man hat ihn auch schon 10, 12 Mal gesehen, den Film. Aber dann haben wir so jetzt beim diesmal schauen, haben wir mir gedacht, so, das ist eigentlich so aufgebaut, wie wenn der Josh ein wenig so die Hauptfigur war von den ganzen. Jetzt, wo du sagst, stimmt. Eigentlich, ja. Der ist viel im Fokus, so. Ja. Und hat ein Gewissen. Ne? Mit seiner Trennung, und er kann das nicht, und er bezahlt nicht für Sex, wo sie ja noch in Amsterdam sind, das findet er nicht so geil. Das stimmt, jetzt was du sagst, man hat eigentlich den Paxton, der ja dann später im Mittelpunkt rückt, zuerst gar nicht so im Fokus, sondern eher immer die Heulboje Josh. Ja, und er eskaliert ja dann da im Zug, wie du schon eben auch schon gesagt hast, mit diesem Mann im Anzug. Mit dem Typen, der ja mega unangenehm ist, wenn er da mit der Hand sein Salat frisst und so, ja, pfui Teufel. Ja, erklärt er zumindest warum. Ja, muss mengen. Ja, du isst ja deine Leberkasse mehr mit dahinter, oder? Ja, aber nicht
ein Leberkaslappen. Ich habe ein Semi dazwischen, ich habe ein Semi außenrum. Also, okay. Findet ihr, dass der Film ein wenig so eine Konsumkritik mit drin hat? Oder ist das einfach für euch als ein reiner Exploitation-Film? Der wo einfach hauptsächlich Gore zeigen möchte, oder möchte der Eli Roth mehr zeigen? Möchte er sagen, hey, die überheblichen Amis, die sie wie die Axt im Wald aufführen und dann einen Arsch voll kriegen, oder dass man jetzt sagt, mit Geld kann man alles kaufen und so. Ist das für euch valide, dass man dem Film ein wenig so kritische Ader mit andenkt, oder sagt ja, das ist einfach Exploitation-Film und halt einmal, Mike, was möchtest du mit dem Metaschmarren? Ich denke mir meistens noch heute einmal, Mike. Okay. Also auf alle Fälle bin ich bei dem dabei, das sage ich schon so, dass er wegen einer Kritik an die Amis an sich ausübt, mit dem, dass sie total ignorant auf die Welt schauen. Er sagt da, glaube ich, in irgendeinem Interview, habe ich gelesen, dass er, als sie sich beschwert haben, eben die Slowaken oder der slowakische, weiß nicht mehr wer genau, aber er hat gesagt, ja, tu dich nicht so obi, die Amis sind so blöd, die wissen nicht mehr, dass Slowakei existiert. Da brauchst du nichts denken, dass wir eigentlich irgendwie einen Ruf geschädigt hätten. Das sage ich schon mit drinnen. Und ja, und bei dem, dass man alles kaufen kann, weiß ich nicht, ob es einfach nur, da bin ich ein wenig zwiegespalten mit dem, ob ich da jetzt eine Kritik draus sage, dass Leute, die zu viel Geld haben, verdorben werden, oder ob es einfach wirklich nur darum geht, Mittel zum Zweck zu sein, um diese Folterei zu zeigen. Weiß ich was, Dari, wie sagst du das? Boah, ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten. Also ich habe auch gelesen, dass Eli Roth ja irgendwie auf die Idee gekommen ist, indem er tatsächlich irgendwie so eine Webseite ja angeblich gesehen hat, wo man gegen Geld jemanden foltern oder töten kann, und hat das ja damals Quentin Tarantino gezeigt. Übrigens ein Cameo-Auftritt, der mir nicht aufgefallen ist, den ich jetzt erst im Nachgang gelesen habe. Wieder etwas, was ich an Hintergrundrecherche liebe. Und dann musste ich noch mal reingucken und ich dachte so, ja, meine Güte, gleich Minute 9. So ein Hostel-Typi, der sich beschwert, dass die unten da gegen die Tür ballern. Das ist Quentin Tarantino, klar, weil der das ja mitproduziert. Echt? Das habe ich gar nicht gewusst schon, ja? Ja, der oben ohne Typ, der aus dem Fenster schreit, holt's ein Goschen! Holt's die Goschen, das ist der Tarantino. Ja. Okay. Ja, der sagt nur irgendwas, ihr blöden Hunde, oder irgendwie sagt er in so einem eher schlechten Deutsch. Da habe ich dann tatsächlich mal ins Original geswitcht. Ja, ganz witzig. Und er hat's ja mitproduziert. Ja, das ist so ein österreichischer Akzent, glaube ich, was der Dialekt, den er dabei hat. Und Eli Roth hat ja wohl irgendwie Quentin Tarantino diese Seite gezeigt. Und dann kamen die irgendwie so auf die Idee, den Film zu machen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es so eine kranke Scheiße auch gibt. Also... Aber die Idee per se für den Film finde ich auch mega. Also, dass das dann so ausartet und man sich denkt, oh mein Gott, also gibt es wirklich Leute, die für sowas bezahlen würden? Das ist ja so abgefuckt einfach. Ja, aber das fesselt mich so an diesem Film irgendwie, weil es so schlimm abgefuckt ist. Mir auch in dem Fall, und vor allem mit dieser Hintergrundinfo. Er weiß ja bis heute, glaube ich, noch nicht, ob das jetzt echter Snuff war, das er da gesehen hat, weil ich glaube, er hat es ja so beschrieben, dass man in dem Video oder auf der Webseite sieht, wie jemand in einen Raum geht und jemand in den Kopf schießt, der da sitzt, und dann hieß es, glaube ich, dass es in Thailand oder Vietnam eine Mafia gibt, und der reiche Businessleute für $10.000 arme Familienmitglieder kaufen können, von so armen Familien, die dann sagen, okay, den Opa verkaufen wir jetzt, den können es dann hinrichten und foltern. Aber sie wissen bis heute noch nicht, ob das echt war oder nicht echt. Auf alle Fälle war ihnen ja der Mist dann zu heiß, dass sie da weiter nachgingen, und haben das dann kombiniert. Aber ich bin auch so wie du, dass ich ziemlich sicher bin, dass es so Scheiße gibt. Es gibt ja da genug mit diesen, wie hieß der Typ, der auf die Philippinen hat der ja Menschen gefoltert und ins Internet gestellt. Also es gibt da ja, glaube ich, schon genug Berichte drüber, dass es da echte Scheiße am Laufen gibt. Ja, und auch dieser Typ, den der Paxton auch trifft, in dieser Umkleide, dieser Amerikaner, der das ja erklärt, die Beweggründe und so, da kriegt man das ist ja auch nachvollziehbar. Also, das ist nachvollziehbar in dieser kranken Welt, wo man sagt, okay, sie haben alles und es gibt keine Kicks mehr, und das ist jetzt das ultimative Erlebnis für sie. Ja, es ist so eine Motivation, wo man sagt, okay, das ist im Rahmen von dieser Filmwelt, ist das auf alle Fälle valid, das kann man hernehmen, so. Der geile Rick Hoffman ist er das, der sich da mit der Knarre, hat sie doch, da sieht man im Film, wenn man aufpasst, dann hat er an der rechten Seite, sieht man so einen helleren Fleck und eine leichte Beule, weil er sie bei einem anderen Take, hat er sich so eingespielt in seine Rolle, dass er sie mit der Knarre da einen Cut reingehauen hat auf die Stirn, und das haben sie dann überschminken müssen. Der Typ ist so geil. Er erinnert uns ja immer an einen Bekannten von uns, gell, Mike? Ja, das stimmt. Grüße gehen raus, du weißt, wer du bist.
Ich singe jetzt schon wieder vor lauter Wut aufs Radio einhauen. Sehr schön. Effekttechnisch geht's dann recht spät, wie gesagt, los, aber dann gibt's doch ein paar richtig coole Sachen zum Singen, auch wieder von der KNB FX Group, die später auch dann so Sachen gemacht hat wie The Hills Have Eyes oder vorher dann From Dusk Till Dawn oder sowas. Ich finde, die machen wieder einen saugeilen Job, oder? Wie schaut's aus? Ja, also gerade die Folterszenen, also ich finde ja am schlimmsten, das wurde eben Josh, glaube ich, ne, die Achilles-Szenen durchgeschnitten werden. Boah, bitter. Und er dann vom Stuhl aufsteht und dann die Beine einfach so richtig abbrechen an dieser Stelle. Oh, das finde ich also bis heute immer noch richtig, richtig, richtig schlimm. Ich habe auch gelesen, dass der da wirklich echt aufschreit, weil der Schauspieler wohl aus Versehen beim Aufstehen den Stuhl so verrückt hat, dass er sich den auf seinen eigenen Zeh gestellt hat. Ja. Und sich den Zeh damit fast dann noch gespalten hat oder so, keine Ahnung. Auch schmerzhaft. Aber das mit den Achillessehnen, das macht mich jedes Mal richtig fertig. Also das ist echt. Da zucke ich auch richtig schlimm zusammen in dem Moment, jedes Mal. Ja. Da geht's mir genauso. Achillessehne ist echt so ein Ding, das geht gar nicht. Und es ist auch so krass gespielt, finde ich, einfach auch dieses Geschrei von ihm dann, weil man sagt ja erst einmal nur im Off, dass er sie hinter ihn bückt und da dann irgendwas schneidet, hört man. Und ich, also allgemein diese Szene mit dem Josh, diese Folterei, die macht mich jetzt mal wieder fertig. Die nimmt mich richtig mit. Ich kann den Film nur so oft sehen, aber weil ich ein absoluter Gore-Bauer bin und das halt geil finde zum Sehen. Aber der Film, die Szene, die macht mich jetzt mal wieder fertig. Das ist irre. Diese Vorstellung, auf einen Stuhl gefesselt zu werden, nicht zu wissen, wo man ist und dann jemanden so hilflos ausgeliefert werden, das ist sowieso irgendwie so eine Grundangst, die ich irgendwie da dann verspüre, so diese Hilflosigkeit. Und jemand macht mit dir, was er möchte. Das macht mich fix und fertig. Wie gesagt, dieser Film ist ja eigentlich eher was, dass du sagst, ja geil, mein Gorbauer befriedigen, aber dann kommt diese Szene, die ich sage, ja leck mich, du sollst mir die persönlich fertig machen, Penner. Also generell finde ich Folter immer ganz, ganz schlimm in Filmen. Also alles, was sich so hinzieht an Schmerzen und das macht mich mal richtig fertig. Also dann lieber so ein, das heißt lieber, ne? Aber ich denke mir dann immer so ein schneller Tod, Kopf ab, egal. Aber diese Folterkacke, das macht mich fertig. Also das ist das, was mich emotional und so körperlich immer am meisten mitnimmt. Ich glaube, deswegen finde ich den Film auch bis heute immer noch so krass gut, weil der so viel heute immer noch mit mir macht. Hast du jemals den zweiten Teil gesehen, auch, Ari? Ja, wir haben ja tatsächlich mal eine Hotel-Horror-Folge gemacht. Die ist aber schon, ich glaube, das war relativ am Anfang, ist schon eine ganze Weile her. Richtig schade, weil wir da so die ganzen großen Sachen wie Shining und Zimmer 1408 und so in so einer Motto-Folge verballert haben. Wir haben dann jeweils immer nur ganz kurz darüber gesprochen und haben uns dafür auch alle Hostel-Filme angeguckt. Aber ich finde, der zweite, und es gibt ja auch noch einen dritten, die fallen für mich extremst hinten runter. Also, hätte es nicht gebraucht. Also, mir gefällt der zweite sogar besser wie der Orange. Ja? Mir gefällt der zweite besser, ja. Krass. So, ich bin da auch fast beim Mike. Also, ich finde es mindestens gleich gut. Der Hostel 1 und 2, wenn ich nicht sogar auch sagen würde, der Hostel 2 ist sogar ein bisschen besser. Aber der Dreier ist ja Totalausfall gewesen. Ja, das war da nichts mehr. Ja, also ich habe mich so gefreut auf den dritten Teil damals, das weiß ich noch, da bin ich, da war ja auf Dienstreise in Hamburg und hab den auch wieder mal inoffiziell gekriegt und dann habe ich gedacht, ja passt, auf Nacht, wenn du im Hotel bist, dann haust du Hostel 3 eine und ich war so grantig, dass ich ihm lieber die Dienstreise abgebrochen hätte und heimgefahren war, weil mich das so viel aufgeregt hat, der Scheißfilm. Wir sind damals extra für Hostel 2 ins Kino gefahren, ins Double Feature, Hostel 1 und 2 und dann war ja das schon diese, 8 Sekunden geschnittene Kinofassung von Hostel 1 und dann aber die, 15 Minuten geschnittene Kinofassung von Hostel 2 und dann hast du ja wirklich Zusammenhänge überhaupt nicht mehr verstanden. Das war Wahnsinn. Da bist du vom Film aus und warst extrem wurdig. Du bist jetzt wirklich 4 Stunden in so einem scheiß Kino drin gesessen und hast nur geschnittene Scheiße angeschaut. Das war Frechheit, ja. Ich bin damals auch extra auf Straubing in City Dome gefahren, dass ich mir Hostel 2 anschauen kann. Und mit meiner Ex-Freundin damals noch und ich bin auch mit so einer Vorfreude in das Kino gegangen. Ich glaube, zuletzt habe ich dann so eine Vorfreude gehabt bei Herr der Ringe-Filme, als die neu ins Kino gekommen sind. Und ich glaube, dass meine Ex-Freundin sich am lieber einen Kopfhörer aufgesetzt hätte beim Heimfahren, weil ich die ganze Dreiviertelstunde Fahrzeit nur geschimpft habe, was das eigentlich für eine miese Scheiße jetzt gerade war. Die haben ja wirklich alles an Spaß rausgeschnitten in Hostel 2 damals in der Kinofassung. Das war richtig unterirdisch mies. Aber der zweite Teil hat auch schon teilweise wirklich fiese Szenen, das stimmt.
Oh ja. Ja. Die Kreissäge in die Fresse ist schon auch nicht schlecht. Effekttechnisch nochmal härter. Wenn Ari nach dieser Folge nicht total verschreckt ist und verstört ist und noch weiterhin Bock hat, dann werden wir noch eine Folge zu Hostel 2 und Hostel 3 und später zu der Hostel-Serie machen. Hostel-Serie? Jetzt kommt eine Hostel-Serie. Schaust du meinen Kassettenschmerz nicht, oh du Wulzer? Nein, dieser YouTube. Ich bin jetzt alt für YouTube. Nein, du bist gar nicht so alt. Laut Statistik bist du immer noch in der Zielgruppe für YouTube. YouTube ist für mich nicht existent in meinem Umfeld. Ich hau die ein. Auf alle Fälle wird eine Hostel-Serie kommen, das können wir mal kurz noch mal erwähnen, für alle, die auch nicht den Kassettenschmerz anhören, Schande über euch, oder die nicht Schreckszene-Podcast anhören, die hätten nämlich eine Anfangs-News-Blogs drinnen gehabt. Es wird eine Hostel-Serie produziert, ich glaube, auch direkt vom Eli Roth produziert und Regie geführt, soweit ich weiß. Okay. Und der Paul Giamatti ein Gespräch für die Hauptrolle, der ja damals in Hostel, als sie in Prag gedreht haben, sie schon mit dem Eli Roth mal getroffen hat, weil da war er für die Dreharbeiten zu The Illusionist vor Ort. Und da hätten sie schon gemeint, ob sie ihn nicht irgendwie in Hostel mit einbringen. Der hätte da voll Bock drauf gehabt, aber es hat nicht funktioniert damals und darum freut er sich jetzt schon, dass er in der Serie eventuell die Hauptrolle übernehmen darf. Okay. Paul Giamatti, eine der Hauptrollen von der Serie Billions oder der Rhino in Amazing Spider-Man 2. Stimmt. Falls euch der Name gerade nichts gesagt hat. Stimmt. Genau. Drum freut euch auf eine Viva la Movilusion und Schreckszene-Podcast-Reihe über Hostel. Genau, weil der zweite ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr beschlagnahmt, oder? Der meine ist schon runter vom Index. Über den, der müsste frei sein. Über den kann man wieder schmerzen. Das stimmt. Und man sollte endlich mal auf Amaray rausbringen. Ich brauche den, Leute. Ich kann das Mediabook nicht öffnen. Gott. Ich brauche eine Amaray. Ich möchte den Film ja anschauen. Das musst du nicht verstehen. Das ist Sammler-Shit, ist das. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Weil wir vorhin geredet haben über so Cameos eben vom Tarantino. Wir haben ja eben auch noch ein Ding, zum Beispiel Pulp Fiction läuft ja auch vom Tarantino in dem Hostel in Bratislavisch Sprache. Ja, oder auf Slowakisch vielleicht. Auf Slowakisch macht man so. Und weil ich glaube nicht, dass da jede Stadt die eigene Sprache hat in der Slowakei. Ich glaube schon. So gut. Schon? Ja. Ich bin da nicht so gut in Erdkunde gewesen. Ich auch nicht. Das weißt du mehr als ich. Ja, wahrscheinlich. Wir haben noch einen Gastauftritt eben dann hübsch am Schluss vom Takashi Miike, der japanische Herr, der da aus diesem Hostel oder aus dieser Fabrikhalle da rauskommt. Den kennt man ja auch, der hat eine Regie geführt bei Filmen wie Audition, Visitor Q oder Ichi the Killer. Und ich habe mal die Doku gesehen über Cabin Fever und da sagt eben der Eli Roth schon, dass er das asiatische Kino so gern mag und eben auch Filme vom Takashi Miike, dass das so extrem brutale, verrückte Filme sind, die machen. Und dann hat er sogar noch für einen Cameo-Auftritt für Hostel 1 gewinnen können. Finde ich cool. Ja, wenn man da seine Idole mit einbringen kann, ist sicher ein geiles Feeling. Ja, auf jeden Fall. Mhm. So wie für uns jetzt, als wir Ari in unserem Podcast gebraucht haben als Auftritt. Genau. Schon. Das ist Porto dazu. Eli Roth hat ja selber auch einen Cameo-Auftritt, am Anfang in dem Coffeeshop. Stimmt. Bei dem Typen. Und er hat ja so ziemlich alle, ja genau. Und er hat also ziemlich alle Leute, die irgendwie mitgearbeitet haben, ein Hostel mit eingebaut in den Film. Da hat er dieser, wie heißt der, Mark Bakunas oder so. Das sind ja ganz oft im Hintergrund so Poster von einer Band. Die Bakunas and the Essential Elements heißt die Band. Die ist auch an dem deutschen Bahnhof, an dem am Schluss sind, nochmal ganz groß über der Treppe. Und der Typ, der im Vordergrund ist, das ist glaube ich einer von den Produzenten, wenn ich das richtig im Kopf hab. Und die Leute, die dumm sind von der Band, das sind auch alles Teammitglieder, die im Hintergrund mitgearbeitet haben. Ich glaube, dass es keinen gibt aus der Crew, der nicht irgendwie einen Gastauftritt da drin haben hat müssen. Ja, richtig cool. Stark. Das ist wie am Schluss jetzt, oder bei Until Dawn war es ja auch so, dass diese vermissten Zettel, die man da an der Wand sieht, das sind ja alles Mitarbeiter oder Crewmitglieder im Endeffekt. Das fand ich auch eine coole Sache, wenn man sowas, also die Leute hinter der Kamera auch mit zu Gesicht kriegt. Auch wenn es dann potenzielle Opfer sind. Ist ja wurscht, hauptsächlich gesehen hat man es. Ja, eben. Er hätte nur einen coolen Taxifahrer gehabt, der die drei Jungs dann in Bratislava da am Anfang, wenn es okay rumfährt.
Und als der Dreh losgegangen war für die Szene, ist der Taxifahrer-Schauspieler so dermaßen voll gewesen vom Vortag noch, dass dann eins von die Stunt-Double einspringen hat müssen und den Taxifahrer gespielt hat. Das habe ich auch gelesen, das fand ich auch so absurd einfach. Das ist geil, oder? Wenn du da bist im Filmdreh und bist so voll, dass das ist ja so wie ein Filmset vom Ittenbach. Ja. Das stimmt. Ich habe auch gelesen, das fand ich auch richtig interessant, aber so richtig bestätigt habe ich es nicht gelesen, aber es wäre irgendwie cool, weil die haben ja wirklich quasi diese Folterszene in so einer alten Fabrik gedreht und selbst Eli Roth fand es ja anscheinend irgendwie so creepy, dass er da ein Streichquartett angeblich am Set hatte, die gespielt haben, damit das Ganze so ein bisschen die gruselige Stimmung rauszunehmen, dass alle zwischendurch auch mal ein bisschen entspannter werden. Die Sex auf der DVD war, weil komischerweise ist auf der Blu-ray kein Bonusmaterial drauf, aber auf der DVD war das Making-of mit einer Stunde und da sechst du das Streichquartett am Ende immer wieder mal eingespielt, dass die da in so einer leeren Halle drin sitzen und spielen ein bisschen gemütliche klassische Musik. Ja, geil. Das hätte mich auch runtergeholt, glaube ich. Ich glaube, das war ja alte Irrenanstalt, oder? Dieses Gebäude sogar. Glaube ich, alles wird's was verzeißt. Sowieso. Ich bin mir nicht sicher, also es war sie haben auf alle Fälle in irgendeinem Fabrikgelände, glaube ich, auch draht. Und irgendwas habe ich gelesen von irgendeiner alten Irrenanstalt vom Anfang von 1908 oder so. Also, dass so richtig coole Atmosphäre aufkommt. Also auf jeden Fall hat's wohl stark gerochen da nach Öl und was weiß ich nicht alles, so dass die auch ständig raus mussten, um mal frische Luft zu schnappen und so. Also die Drehbedingungen waren wohl nicht so easy. Es kommt aber dementsprechend rüber. Also das kann man schon förmlich schmecken, wie es da ausschaut. Also das ist als Set ist das schon ziemlich coole Entscheidung gewesen. Und dann auch, wenn es da quasi wenn dann der Paxton quasi herauskriegt, das ist ein super geiler Suspense-Moment, weil wir wissen ja schon, was los ist. Wir wissen schon, dass die anderen alle draufgegangen sind und er irrt ja nur immer rum und dann wird er da zu diesem Gelände da hingefahren und so. Und dann sagst du, ja, irgendwann muss jetzt dann auch bald kommen. Und wenn sie dann überlisten, und ziehen dann durch diesen Gang und man sieht links und rechts diese wo die Leute dann gefoltert werden und so. Das ist so ein krass intensiver Moment. Das ist einer von meinen persönlichen Albtraummomente, wenn man sagt, du bist im Urlaub und du möchtest eigentlich nur eine gute Zeit verbringen und du kennst dich nicht aus und du bist irgendwie auch ein bisschen auf die Hilfe von den Einheimischen angewiesen oder irgendwie und dann sowas und dann bist du am Arsch und ich finde kein Mensch mehr und du hast einfach keine Chance und musst nur noch warten, bis dir jemand schlägt. Also das finde ich immer wieder eine von den intensivsten Szenen vor dem Film. Richtig mies. Ja, angeblich haben sich ja auch die ganzen Folterer-Schauspieler ferngehalten von den Schauspielern, die gefoltert werden, um da auch so diese Distanz während des Drehs aufzubauen. Ja, aber es ist schon krass. Also wenn man das so sieht, was so links und rechts alles da passiert, ja, das macht mich auch fertig. Da sind schon ein paar harte Folterszenen dabei, wo man sich auf der einen Seite als Chorbauer wieder denkt, so geil, bleibt so mal kurz stehen und schaut ein bisschen länger zu. Und auf der anderen Seite denkst du, ja, weg, will ich nicht sehen. Will ich nicht sehen, den Mist. Und vor allem sie, die blöde Sau, die Nadja, glaube ich, hieß sie ja, oder, die da reinführt. Du kannst mich jetzt nicht mal mehr am Arsch lecken, hast und dann geht's. Und ich dachte, leck, was ist denn los mit? Warum sind es wirklich alle? Das ist ja auch irre, wie krass, dass das auch dargestellt wird, dass ja wirklich alle in diesem scheiß Ort da mitmachen. Egal ob Polizei, egal ob irgendwelche die Hotelangestellten, die Barangestellten, die Leute, die rumrennen, der scheiß Alexei mit seiner ekelhaften Kretze an der Fresse in Amsterdam. Das ist ja auch so irre, wenn du drüber nachdenkst, dass du von Amsterdam weg schon da eigentlich an der Nase rumgeführt worden bist, dass du dann am Ende da auf diesem Stuhl landen musst. Also finde ich geil gemacht, diese Gemeinheit eigentlich, dass du da so verarscht worden bist. Ja, das merkt der Paxton zwischendurch dann auch, als er zwischendurch nochmal ins Hostel, der zurückgeht, irgendein neues Zimmer betritt und eigentlich die gleiche Szenerie vorfindet wie ganz am Anfang. Nämlich da stehen zwei leicht bekleidete Frauen, die sich gerade anziehen und sagen, wir machen jetzt ein bisschen Wellness, möchtest du nicht mitkommen? Und das ist ja einfach so abgekatert und hat immer wieder diesen gleichen Ablauf. Ja,
Ja, das ist krass. Ja, und wenn sie die Mädels dann natürlich. Auf jeden Fall. Und wenn sie die Mädels dann an die Jungs da so ranmachen und so haben sie alle hergerichtet und super schön. Und dann am Schluss raus, wenn er dann zu den Mädels wieder hinkommt und sagt, hey, helft's mir mal, ich darf meine Kumpels suchen, dann schauen die alle total fertig aus mit Wimmerl im Gesicht und Dinge. Sagst du, okay, so schauen die Mädels normal aus. Da riecht sich dann kein Mensch mehr her. Ja, wenn er gerade kein Hosteln muss er nicht herrichten. Genau. Habe ich mich auch gefragt, ob die vielleicht doch auch ein bisschen, also dass auch die Mädels das so ein bisschen mitnimmt, was sie da eigentlich machen, um Kohle zu verdienen, dass sie deshalb zwischendurch auch so abgewrackt aussehen. Das kann schon sein. Ich weiß nicht, weil die Reaktion, die ich vorher gerade eben gesagt hat, von der Natalia, so hieß sie, genau. Die waren schon eiskalt, oder? Die ist richtig eiskalt, eben dieses, du kannst mich jetzt nicht mal mehr am Arsch lecken. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie vielleicht gerade eine Fassade aufrecht versucht zu erhalten und dann eben am Nachmittag schon wieder beim Saufen sitzt, weil sie es anders gar nicht ertragt. Das kann auch sein. Ja, aber sie wird eh von ihrem eventuellen mentalen Leiden darunter erlöst, also. Eben. Halt ja nichts mehr. Wo wir wieder beim Taxi sind. Ja, genau. Soll ja so die Szene soll ja so eine kleine Hommage an Pulp Fiction sein, weil der Bruce Willis doch am Ende auch mal aufs Gas drückt und das soll ja auch nochmal so ein kleines Verneigen von Quentin Tarantino gewesen sein. Okay. Übrigens, weil du ja gesagt hast, Pulp Fiction läuft im Hotel, es läuft ja, wenn die Wache bei dem Fabrikgelände schaut, doch ein Porno an. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Es läuft auf alle Fälle ein Porno und das ist Sex Fever, das ist die Triple X Parodie auf Cabin Fever. Stark. Ich hab noch nicht nachgeschaut, wie gut das der ist, aber das kann ich ja dann mal in die Bolex vielleicht erzählen. Das schaust du mal. Ich schau, was du bei Letterboxd, wie viele Sterne das dem gibst. Ja, genau, und dann schau ich mal, ob die Sternbewertung berechtigt ist. Und es spielt auch die Paula Wildmeat, das eine echte Pornodarstellerin ist aus der Tschechei, glaube ich. Gut. Nur zur Info. Ja. Die ist in dem Amsterdamer Bordell, wo die europäische Milchkuh arbeitet drinnen. Die Milchkuh. Ja, sagt doch so geil. Ja. Ich glaubte, dass in Europa oder in Amsterdam Sodomie erlaubt ist, weil das ist eindeutig eine europäische Milchkuh. Unglaublich. Unglaublich. So ein richtiger Corby ist das, so ein klassischer Corby. Ja. Einfach kein Respekt gegenüber der Frau. Das stimmt. Du, Adi, du kannst so froh sein, dass der nicht dabei ist. Das war richtig unangenehm. Ganz war's aus. Das war ganz, ganz schlimm. Ich weiß eigentlich gar nicht, was der bei uns macht. Wir haben ja dann auch im Originalton auch noch mehr Deutsch in dem Film, und zwar ist ja dieser Folterer, der einen Paxton umbringen möchte, ist ein Deutscher in der Originalversion. Und der Paxton redet dann Deutsch mit ihm. Und wenn's quasi dann die Tonspur switcht, das fand ich auch cool. Weil eben der Eli Roth gesagt hat, dass Deutschland die deutsche Sprache so dermaßen hart ist, und das hört sich einfach, brachialer an, das Deutsch. Deswegen wollte er das. Es gibt da einen Trailer von Hostel 2, also ein Teaser ist das, den haben sie auch, oder Eli Roth eben auch gesagt, dieser zweite, dieser Sprecher in dem Trailer, der später gefällt ihm diese deutsche Version am allerbesten, weil das, das Deutsche, das mag er, das findet er gefährlich. Ja, der Paxton Wir sind ja gefährlich. fleht ihn ja dann auch im Original auf Deutsch ja an. Genau. Ihn nicht zu töten. So nach Motto, du wirst jetzt immer mein Gesicht sehen, wenn du es tust. Ich werde dich immer verfolgen, und Genau. versucht ja damit irgendwie noch was zu reißen. Das ist auch eine starke Das Szene. tatsächlich noch nie im Original gesehen. Nicht? Da muss das werde ich jetzt demnächst noch nachholen. Das war weil ich glaube, ich habe den Film sicherlich schon, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich habe den schon 20 Mal angeschaut, aber noch nie im Originalton. Das habe ich irgendwie immer vergessen. Ich habe damals eben, Wird nachgeholt. ich habe gehört gehabt damals, dass eben die deutsche Version kürzer ist als die unrated US-DVD, und die haben wir dann importiert und haben wir dann eben angeschaut, und dann habe ich festgestellt, dass da eigentlich sichtbar fast nichts fällt. Also das Frames, so im Frame-Bereich bewegen wir uns da. Also diese unrated-Version ist ja eigentlich eine Mogelpackung. Und da bin ich dann zum ersten Mal eben drauf gekommen, dass der Deutsch redet, ja. Genau. Was mich noch interessiert, wie findet ihr, das ist ja dann sehr am Ende, die Szene mit dem rausgebrannten Auge, sag ich jetzt mal, von dieser Frau, die er da ja noch, glaube ich, versucht zu retten. Die Asiatin, ja. Genau. Amerikaner. Und er schneidet ihr ja dann dieses raushängende Auge noch ab. Wie findet ihr das? Ekelhaft. Es ist eine starke Szene.
Ich muss auch sagen, ich habe auch schon mit anderen Leuten geredet, die gesagt haben, ja, warum schneidet er denn das noch ab? Wir sind doch da wirklich nur in Exploitation-Gefilde. Wobei ich aber sagen muss, wie lächerlich hätte das ausgeschaut, wenn der mit der flüchten möchte und der baumelt das Auge da die ganze Zeit rum. Weil wenn man da dann in einer Phase vom Film, da ist Humor Ende. Da ist wirklich Überlebenskampf angesagt und es sind ganz viele schlimme Sachen passiert und es passieren noch ganz schlimme Sachen. Und ich glaube, dass das ziemlich lächerlich gewesen war, wenn das Auge da rumbaumelt war. Also finde ich das schon valid, dass man sagt, okay, das wird jetzt abgeschnitten, weil erstens schaut's da noch, das ist ein cooler Effekt und das ist der Eiter da oder diese Flüssigkeit da spritzt raus und wir haben dann kein baumelndes Auge bei der Flucht. Mag ich die Szene. Also ich finde es auch geil, weil es schaut effektetechnisch obergeil aus. Aus der Sicht, dass halt nichts rumbaumeln soll, weil es vielleicht lächerlich wirkt, aus filmischer Sicht, ja, kann ich es verstehen, aber ich kann es nicht aus handlungstechnischer Sicht, verstehe ich es nicht, wie er auf die Idee kommt, dass ich das Auge abschneiden muss. Also wenn ich mir jetzt in die Figur versetze, da denke ich mir so, okay, wenn jetzt ich die singen hat, dann darf ich vielleicht maximal sagen, ich schmeiß da irgendwas über den Kopf drüber, damit wir das abdecken, aber ich darf jetzt nicht sagen, das Auge soll man vielleicht abschneiden. Also die Handlung selber verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich. weiß auch noch, dass ich das damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, richtig bescheuert fand. Also erstmal der Move und dann auch den Effekt an sich. Ich fand das damals richtig kacke. Weißt du, dass ich mir dachte so, was soll das denn jetzt? Sehe ich heute gar nicht mehr so. Aber beim ersten Mal gucken fand ich's doof. Da habe ich mir gedacht, oh nee, das ist mir jetzt zu drüber irgendwie. Okay. Nein, da mir der Film von Haus aus zu ungory war, auch im Kino damals schon, habe ich mich dann um solche Sachen einfach noch mehr gefreut. Ich habe mir das alles noch wilder vorgestellt in dem Film. Also du hättest praktisch gern so ein Kombi-Code aus The Sadness und Hostel in der Szene, oder wie? Schon. I hold fucking good. I hold fucking good. Ein krankes Schwein, du. Übrigens, Body-Count 14 Stück und Fuck-Count 128 Stück. Gut. Wow. Und ich glaube, davor schreit der Josh in seiner Folterszene schon die Hälfte. Ja, ich finde es eher nur fragwürdig, dass man sagt, sie springt dann da vor den Zug. Weiß ich jetzt auch nicht. Wenn jetzt so ausschauen. Ja, trotzdem, da schmeiße ich mich doch ein, wenn ich vor den Zug. Ich weiß auch nicht. So wie es jetzt ausschaut, schon vor den Zug schmeißen. Ja, sag das, deswegen habe ich da ein bisschen Hemmschwelle. Ich weiß auch nicht, ob es das geht ja viel schlimmer schon, Mio. Ob es das braucht hätte. Aber. Ja, für den Splatter-Ding schon. Ja, das schon. Die war ja zu ungory. Leider. Ja, aber gut, sie sagt sich halt da und hat in dem Moment dann wahrscheinlich den Gedanken, so, ich bin jetzt mein Leben lang entstellt, mental wahrscheinlich auch komplett entstellt. Als Kurzschlussreaktion kann ich das schon nachvollziehen, dass ich sage, ich hab da jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Naja. Weiß ich nicht, aber haben wir nicht in uns alle diesen krassen Überlebenswillen? Also für mich macht es auch nicht so richtig Sinn. Deswegen, ja, klar. Ich finde so Szenen total scheiße. Du hast da letztes Mal erst angeschaut, The Bayou, diesen Krokodilfilm. Wenn ich dann sage, okay, ich möchte jetzt zwar, dass wir alle überleben und wir haben jetzt alle auf dem Floß und die Krokodile gekommen, und dann ist einer dabei, der springt dann da ins Wasser ein und lässt sich dann da zusammenfressen. Das macht doch keine Sau. Das ist, warum, ich spring doch da nicht ein, los mit Zerfleischen von Krokodile, die mich wahrscheinlich noch 14 Tage leben lassen, bis mich wirklich dann komplett zerfleddern. Dieses Zurückbleiben. Ja, das ist eine andere Ausgangssituation. Aber da, wie Ari schon sagt, dieser Überlebenswille, glaube ich, du machst sowas, glaube ich, nicht einfach so. Ja, nicht einfach so, aber ich sag das ein bisschen anders eben, weil, wie gesagt, sonst darf es ja keinen Suizid an sich geben. Dieser Überlebenswille kann ja gebrochen werden. Und den verliert man auch. Und darum kann ich das in dem Moment bei der schon ein bisschen nachvollziehen, weil ja, wie gesagt, du musst dir vorstellen, was das ausmacht mit dir, dass du entführt wirst, dass du so hilflos bist, dass da jemand diese Gewalt und diese Schmerzen antut und du dann zusätzlich nur dein Leben lang komplett entstellt sein sollst. Da kann ich mir schon vorstellen, dass du in dem Moment, also jetzt nur in diesem Moment so am Ende und gebrochen bist, dass du sagst, du sägst diesen Sinn nicht mehr, dass du jetzt weitergehst. Also... Ich finde es jetzt persönlich eben nicht so unnachvollziehbar, sage ich mal. 3 Köpfe, eine Meinung. Da, Penner. Den da. Spiegel. Auf jeden Fall finde ich es da noch sehr cool, dass der Mann im Anzug da noch sein Fett wegkriegt am Schluss. Da gibt's ja dann auch noch verschiedene Enden. Habt ihr diese verschiedenen Enden euch auch schon mal angeschaut? Angeschaut nicht, aber gelesen. Dito. Und finde das eigentlich ganz gut.
Ich glaube, dass so das besser ist, weil da gibt's ja noch eins, wo quasi der Paxton mit der Tochter vor dem Mann im Anzug dann quasi davor fährt und er schaut dann dem Davorfahrenden. Mit dem Mund zu, meine, oder? Und haut ab. Ja, genau. Ja, nein, also ich finde dieses Ende, das wir jetzt haben, das ist auf alle Fälle das Bessere, das Passendere zum Film. Ja, es ist halt so geil. Erstens schon mal so dieser Payoff, meine 2 Finger sind weg, jetzt kommen deine 2 gleichen Finger weg und dann auch nochmal so, du hast einen Josh mit diesem Kehlenschnitt so umgebracht. Ihr weiß es zwar nicht, aber es ist ja dann trotzdem nochmal so für Zuschauer so ein kleines, so eine kleine Wohltat. Dann auch noch die, und die finde ich da geil, diesen Shot finde ich so geil von oben, wenn er die Tür auftritt, wie dermaßen er die Tür dem Mann im Anzug in die Fresse haut. Das schaut, ich weiß nicht, wie lang das wie präsent die Szene bei euch ist, aber das schaut echt aus, das schaut so echt aus. Und ich denke, Alter, der muss doch sämtliche Zähne verloren haben, der Kerl, das ist ja irre. Ja, den wucht's ganz schön. Und halt auch an sich ist, also der kriegt's ja wirklich so übel, er sitzt da auf dem Klo und ich denke jetzt nicht, dass das einer ist, der auf dem Bahnhofsklo sie zum Urinieren hinsitzt, sondern der wird wahrscheinlich ein großes Geschäft erledigt haben. Also wirklich diese krasse Erniedrigung nur dazu, dann mit dem Gesicht in seine eigene Scheiße taucht zum werden, bevor man, also geil. Das ist so ein geiler Payoff für den Wichser, weil ich hab den ganzen Film so viel genervt. Auf jeden Fall. Schönes Ding. Der Film hat ja im Endeffekt diesen Torture-Porn-Trend, den es nicht lang gegeben hat, losgetreten. So. Und der erste ist Saw vielleicht noch, wobei den eher nur so als Psychothriller durchgelost. Habt ihr es dann da deswegen verfolgt oder wart ihr es angefixt dann und habt ihr mehr Torture-Porn geschaut oder wart ihr froh, dass mehr kommt oder habt ihr dann gesagt, hey ja, jetzt hat's gelangt und ich schau mal vielleicht ein Hostel 2 und das war's dann? Ja, ab und zu darf sowas dann auch mal sein. So abgefuckter Scheiß. Ich habe jetzt auch gelesen in Vorbereitung, dass sogar die Passion Christi, ich weiß nicht, habt ihr den mal gesehen? Ja, im Kino sogar. Boah, dass der auch in die Kategorie Torture Porn das stimmt, fällt. jetzt wo du das sagst. Also da fiel es mir damals ja richtig schwer auch hinzugucken. Also der Film macht mich ja auch völlig fertig. Ja, wie gesagt, also diese Folter-Sachen, das macht mit am meisten mit mir. Das ist schon... Ja. Schlimm. Da sind ja ein paar Filme eben rausgekommen, da hat dann jeder gemeint, der so eine Handkamera hat, er dreht jetzt so einen Film, aber dann sind da so andere Geschichten rausgekommen, wie der Train zum Beispiel, der wo schon geworben hat mit Hostel on a Train, den fand ich zum Beispiel auch sehr gut gemacht. Also das war auch so ein Fall, der hat richtig weh da, der war richtig fies. Der war auch richtig wild, den habe ich auch gern mitgemacht. Dann eben diese Kackwerbungen wie bei H6 oder hieß er? H6. Härter als Hostel und so. So, das war ja dann die geile Werbung eigentlich, dass jeder gemeint hat, er muss jetzt auf sein Cover draufstellen, dass der Film härter entweder als Hostel oder als so oder härter als beide ist. Und dann hast du eigentlich gewusst, wenn eine von diesen 3 Sachen auf dem Film drauf steht, dann lass ihn gleich im Regal stehen, weil das einfach ein absoluter Scheißdreck sein wird. Ja. Aber so viel gute Torture-Porns haben wir eigentlich gar nicht gekriegt, gell? Nein. Muss ich sagen. Also dieser Train, dann war es doch noch, hieß der Captivity oder Cavity oder so? Ja. Da wo der Hund gekäxelt wird und ihr zum Essen geben wird oder selbst. Ja, genau. Der glaube ich war noch ganz cool. Carver war nicht schlecht. Aber das war dann schon wieder so ein Low-Budget-Ding. Aber hochwertige haben wir nicht voll gekriegt, ne? Ding vielleicht noch, der Loved Ones. Ja, oh Gott, kann man mit einnehmen. Aber es ist geil, dass Passion Christi wirklich unter Torture-Porn läuft, weil... Das ist cool. Weil ja die Bibel ja allgemein ziemlich... muss ich da outen, ich habe mal fast das 3/4 Alte Testament gelesen und es ist tatsächlich so das ist der reinste Blätterfilm. Da geht's nur ab, also die Bibel selber ist eigentlich schon Torture-Porn. Da werden nur Leute umgebracht in einer Tour und aufs Qualvollste und für das Minderwertigste werden sie auf das Qualvollste hingerichtet und so ein Zeug. Also, die Bibel. Wer Bock auf Horror hat, der haut sich die Bibel bei rein. So, ich glaube, jetzt sind wir schon langsam am Ende angekommen. Wie schaut's denn aus? Ja, wir müssen ich hab Ari schon vorgewarnt, sie kriegt heute die Ehre, dass sie die Szenenänderung übernehmen darf. Oh, Gott sei Dank bin sie nicht. Ja, genau. Drum sag, Ari, wenn jetzt du die Möglichkeit hättest, da was zu ändern, und zwar in diesem Fall die Folterszene am Josh, wie würde deine Folterszene am Josh ausschauen? Puh. Jetzt zeig uns mal, wie krank du bist. bist. Jetzt wird's grintig, jetzt bin ich gespannt. Boah, also die ist ja schon schlimm, die Szene. Mhm. Aber ich glaube, man könnte die durchaus noch schlimmer machen. Mhm. Also, ich finde immer so Sachen an Augen auch ganz schlimm. Also Augen aufhalten und da noch irgendwas rein, sei es Säure oder irgendwas, was da noch so reinpiekst oder so. Ich glaube, das wäre auch richtig, richtig schlimm.
Was könnte man noch machen? Ich weiß nicht, ich will mich jetzt hier auch nicht als völlig perverse outen. Nein, es ist ein kreatives Brainstorming über alternative Filmszenen. Was möchtest du gern sehen? Drehbuchautoren machen das ja auch nicht anders. Das ist ja nicht so, dass du das machen möchtest. Aber wenn du sagst, es reicht schon mal, ist es gestört genug, dann sagen wir, Ari würde Josh die Augen wegsäuren. Ja, so Klassiker sind auch irgendwas unter die Fingernägel, ne? Finde ich auch schon ganz schlimm. Irgendwelche spitzen Gegenstände oder so. Mies, ja, mies. Schön ist das nicht. Ja, man sagt schon, der Ari war eigentlich der geborene Elite-Hunting-Chef. Stark. Naja, also ich glaube, da gibt's durchaus noch kreativere Folterkacke. Also wenn du auf so Sachen mit Augen stehst, kennst du den Cody McFadden, den Autor? Der schreibt, der hat so eine Buchreihe über die Smokey Barrett, heißt seine Hauptfigur, und da gibt's eine Szene und die hat mich auch nachhaltig fertig gemacht, die Szene. Da geht's um so einen Serienkiller im Untergrund, die sie da irgendwie ein wenig organisiert haben und das auch filmen. Und da fragt er eben die Dame, die er da dann umbringen möchte, sie hat jetzt, gibt ihr einen Gefallen. Sie muss das sagen, was das Schlimmste für sie wäre, was passieren könnte, und dann macht er das nicht. Und dann sagt sie, wenn sie nichts sehen und nichts hören könnte, was er tut, und dann ist der nächste Schritt, dass sie halt Augen und Ohren aussticht, bevor er anfängt, dass er es foltert. Und das ist auch, da war ich dann mal so, okay, Buch zu und weglegen, leg mich am Arsch, du bist doch gestört. Ja. Also, wenn du so etwas schlimm findest, dann kann ich dir seine Buchreihe noch empfehlen, der schreibt sehr gut und es ist auch wirklich ein richtig krankes Schwein, glaube ich. Das werde ich sehr gerne Lena empfehlen, weil die ist bei uns der Bücherwurm. Okay. Also Cody McFadden, Smokey Barry 3, sehr gut. Aber jetzt hat wieder Mike vorher angekündigt hat, sind wir schon ziemlich gut am Ende angelangt. Genau. Dann darfst uns du nur sagen, was hat dir am besten in dem Film gefallen und was hat dir am schlechtesten gefallen in dem Film? Also mein Top und Flop. Ja. Nennt ihr das nicht immer so? Genau. Yep. Also top auf jeden Fall die Folterszene mit Josh. Also gerade dieses Achilles-Sehnen-Ding macht mich jedes Mal fertig. Flop bleibe ich bei dem Auge. Das ist einfach für mich am Ende, weiß ich nicht, ist mir dann zu drüber, macht für mich nicht so viel Sinn. Okay. Ja. Schön. Conny, wie schaut's bei dir aus? Mein Top ist so an sich das Gefühl, das die Folterei in mir auslöst. Das hat so kein anderer Film geschafft, dieses Unbehagen in mir auszulösen wie Hostel. Und das, obwohl es jetzt halt eigentlich nicht so dieser tiefgründige Film ist, der irgendwas auslösen sollte. Aber wie gesagt, diese Vorstellung, diese Hilflosigkeit, die der Film da in mir hervorruft, das ist richtig unangenehm. Und wenn ich mich noch auf eine Szene einschießen muss, dann hau ich noch kurz die Szene mit dem Seitenbolzenschneider und dem Zeher eine. Das ist nämlich auch richtig fies, wie es schafft, dass die Szene, die nicht mal dann onscreen gezeigt wird, trotzdem so zusammenzucken lässt. Das finde ich auch geil gemacht. Und mein Flop ist die Flucht aus dem Auto im Stau am Ende von Paxton und der Kana. Wenn er da versucht, zwischen LKW und dem anderen so vorwärts und rückwärts auszuparken, und da stehen 3 Autos vor ihm und der Polizist sagt das so und geht auf die los mit Blick auf sie. Und als er dann bei einer ankommt, sind sie ja über die Beifahrertür schon abgehauen, weil ich denke, so ein Schwachsinn. Wieso soll der das aus diesen 4 Meter Entfernung nicht sehen, dass ihr jetzt über die Beifahrertür abhaut? So ein Blödsinn. Also das Ding, das ist richtig, richtig dumm gemacht. Das ist mein Riesenflop an dem Film. Okay. Und du, Mike, was gibt's bei dir? Was ich feiere, ich hab's vorhin schon mal gesagt, dieses Fotowik, wo der Paxton da reingezogen wird durch diese Halle in seinen Folterraum und dann die anschließende Folterei bei ihm oder an ihm, finde ich cool. Dieser ganze Abschnitt, das ist so das, was ich mir eigentlich von dem Film gewünscht habe, was ich mir vorgestellt habe, und das repräsentiert so diese Stelle in dem Film für mich, und das gefällt mir am besten. Was mir am wenigsten gefällt, habe ich auch schon gesagt, das ist die Charakterzeichnung. Diese Burschen da und so, das war mir alles zu, American Pie mäßig, das hat mir nicht gefallen. Und er braucht so lange, bis er in Schwung kommt, aber dann, wenn er in Schwung kommt, dann geht's schon dahin. Mhm. Irgendwann die Kinder, die für Kaugummi Leid umbringen, sind da top. Im zweiten Teil dann. Wenn's Fußball spielen. Ja, im zweiten Teil, da gingen sie eine Nummer härter zur Sache. Das stimmt, ja. Kaugummi! Ja, dann unser Triple Threat, oder? Triple Threat. Ari, wie schaut's aus? Haben wir Trompeten? Haben wir entblößte Genitalien?
von Männern. Männliche Genitalien müsste das Ich wollte gerade sagen, die Dödel meint ihr doch damit, oder Dödel, nicht? Ja. Genau. Gibt's, glaube ich, hier nicht, oder? Habe ich einen verpasst? Na? Ich habe auch extra nur mit den Filmen in Schnelldurchlauf durchlaufen lassen, weil wir dachten, das kann so nicht sein bei so viel Titten, dass man nicht einen einzigen Schwanz sieht, aber sie haben wirklich in dieser Sauna-Szene haben die Typen alle eine Badehose oder sonst irgendwas, so dass man ja keinen Schwengel sieht, aber Hauptsache alle Frauen sind komplett entblößt. Das ist Sexismus par excellence, deswegen mag der Corby den Film so gern. Aber es ist für mich auch vollkommen okay. Für mich hat die Frau auch einfach den schöneren Körper und davon gibt es genug in diesem Film. Da braucht es für mich auch nicht noch die Entblößung von irgendeinem Dödel. Also für mich ist das völlig fein. Ja, vor dem bucklerten Metzger hätte ich den schon gern gesehen. Der hat bestimmt einen ganz Krummer. Der hat einen richtigen Rehm. Haben wir Titten in dem Film? Ja, haben wir gerade gesagt. Viele. Ja, genau. Viele schöne. Und Sehr viele, ja. tote Tiere. Haben wir tote Gibt's Tiere? hier, glaube ich, auch nicht, oder? Na, kein totes 3 Tier. von 2. Ja, auch mal vollkommen okay für mich. Wir haben in unserer Hide-and-Seek-Folge gerade erst drüber gesprochen, wie viel Mühe sich am Set gegeben wurde, um einen kleinen Käfer nicht zu verletzen. Das finde ich schön. Und hier musste nicht mal irgendwas gefaked werden, damit Tiere nicht verletzt werden. Hier werden nur Menschen gefoltert. Völlig okay. Ja. Absolut. Absolut. Der Bodensatz der Schöpfung dieser Erde, also da ist alles richtig gemacht. So schaut's aus. Also, Ari, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war uns ein Fest. Absolut, ja, mir hat's auch sehr gefreut. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Wiederholen wir auf jeden Fall. Und wenn's jetzt das Herz, lasst mal ein Like da beim beim Reck-Szene-Podcast. Da gibt's was, da kann man turnen. Beim Schreckszene... Also, Sie besprechen nur die Reck-Filme. Genau. Beim Schreckszene-Podcast schaut's vorbei. Wo gibt's euch überall, Ari? Ihr seid eigentlich auch überall, oder? Eigentlich überall, ja. Genau, dann dort ist bitte überall liken und mal teilen, Glocken drücken. Selbiges macht's natürlich bei uns, da braucht man nicht schmerzen. Und Ari, hast du nur berühmte letzte Worte? Nee. Was? Boah, da muss ich überlegen gerade. Nein. Hab ich nicht. Nochmal danke. Es war sehr schön. Ja, danke, dass du dabei warst. Perfekt. Alles klar. Und vielen Dank an euch da draußen wieder fürs Zuhören beim besten Filmpodcast der Welt. Nicht für Bratislava. Ja, auf jeden Fall für Bratislava. Ja. Okay, von mir auch herzlichen Dank. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe Dere. Tschüss.